Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Und wie ihr seht, gehen wir jetzt nach Baku, eine Strecke, die mir gar nicht liegt. Zudem, was ich muss auch noch erwähnen, sollte jetzt das Video ein bisschen mehr Ruckeln drin haben als andere Videos. Ich bin gerade noch gleichzeitig am Streamen, also es ist gerade nebenbei noch ein Stream am Laufen. Darum ist gut möglich, dass diese Aufnahme ein bisschen am Ruckeln ist. Wenn ja, tut es mir schon mal leid. Ich mache das ein bisschen als Testphase jetzt, weil ich ja gerne die Community-Rennen aufnehmen möchte. Das einfach mal so nebenbei noch. Und ja, Pirelli Hotlet sind wir gefahren, ist gut gewesen. Und jetzt geht es ab ins Rennwochenende. Wie immer, das Practice nehme ich auf, also nehme ich nicht auf, besser gesagt. Und das Qualifying, jetzt sind wir wieder dabei. Und da hoffen wir mal, dass wir da vielleicht ein paar Punkte rausholen können. Wir haben ja, glaube ich, keine grossen Updates bekommen, bis auf Motorhaube-Update, aber das ist, glaube ich, auch schon ein Weile her. Eigentlich hätte ja noch Chassis kommen, aber das hat ja nicht geklappt, das was jetzt ist nach Baku. Und Powertrain und Aerodynamics wird alles nachher auch nach Baku kommen. Ja, und dann kommen dann auch die Rennen, die ich ein bisschen besser kann. Und ja, wir schauen jetzt mal, was so wird passieren in Baku. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Aserbaidschan. Wir sind ins Practice gefahren, also 1 und 2 übersprungen bzw. einfach simuliert und das dritte sind wir da gefahren. Wie ich gesagt habe, haben wir auch den Helm angepasst. Ja, schwierig. Das Setup drauf vom Trap Nation, wo auf dem Auto wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Wir schauen jetzt mal, wie das so wird mit einem Standard-Setup, weil ich switche jetzt auf ein Standard-Setup. Ich glaube, das wird ein bisschen im Auto besser liegen. Wo ich nehme Balanced. Ich glaube, ja, wobei es ist eigentlich schon eine schnelle Strecke. Ja, nehmen wir das. Ja, wir müssen es so probieren. Weil ich habe echt harten Wheelspin und wirklich null Pace mit dem Auto. Ich bin irgendwie noch eine Sekunde, 2 langsamer als Latifi auf dem letzten Platz. Und wir müssen es so probieren. Das war jetzt einfach schon langsam. Oh mein Gott! Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Lando Norris and Ricciardo, Ocon, Tsunoda, Russell. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kevin Magnussen. Fernando Alonso. They've taken a grid penalty. Mick Schumacher, Pierre Gasly and Vettel. Albon, Stroll, Guan Yu Zhou and Nicholas Latifi, Fittipaldi, Sainz, Bottas and the captain. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And joining me for... Ja, wieso hat der Bottas und der Sainz keine Zeit gefahren? What the fuck? Okay. So. Also, wir sind am Grid und wir schauen kurz die Strategie. Ja, nicht anpassen, aber wir nehmen wie immer den Sprit ein bisschen runter und legen hier los. Ja, wir muss ich eigentlich einstellen. Kommt mal zuerst Warm-Up Lab, also Formation Lab, und dann geht es ab ins Rennen. Let's go. So, also die 5 Lichter gehen an. Hey, Bottas hat Frischstart gemacht. Sainz bitte für ihn. Oh! Ich kann einfach den Sainz nicht durchlassen. Wow! Oh mein... Alter, die Autos fahren immer so lang... Ja, gib mir einen mit. Die fahren immer so langsam irgendwie. Alter, aber stark.
dass sie sich alle gegenseitig wieder ausbremsen. Oh, das hat kaputte Frontwing. Alright, let's focus now for the rest of the race. Alter, der Ferrari ist so schnell. Ja, er rammt mich. So, sehr gut gemacht, Sainz. Sehr gut gemacht. Ey, er hat die Wand gehittet und schießt über zu mir. Was ist das bitte? Er hat die verdammte Wand gehittet. Also die KI. Aber kein Damage. Ja, vielleicht nur leichter Frontwing Damage habe ich. Wo ist der Dings? Ah, da vorne. Hat er den gesehen? Eventuell noch Safety Car. Ja, ich muss sagen, in meiner Teamkarriere, ich habe es zwar auf erhöht, also dass ehemals Safety Car sollte kommen, aber es kommt gefühlt nie eins. Ich weiss nicht wieso. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Hey, was, haben die weiße Linie gecrossed? Wo? What the fuck? Gar nicht mitbekommen. Gell, Codemaster richtig detailliert mit der Ferrari-Strategie. Okay, stand by. We see a problem our end and we're looking into it. Oh nein, Problem am Auto. Kann sein, dass man den Motor schwellt. Weil ich habe nach Engine gewechselt, ja alles. Und dann putzt es manchmal einen. I can confirm it's an issue with our engine, I'm afraid. Okay. Motorproblem. Aber ich fahre noch. Auch kein Rauch. Hä? What the fuck? Ich habe ein Motorproblem, aber ich weiss nicht was für eins. Nein, ich kann retiren, ganz ehrlich. Weil ich verliere jetzt Pace, weil meine Reifen durch sind. Und ein Dings wird nicht kommen. Ein Safety Car wird nicht mehr kommen. Wenn es jetzt einen Crash gibt, sind es zu wenig Runden für ein Safety Car auszulassen. Ein Safety Car mindestens immer 2 Runden fahren. Kann ich retiren. Das lohnt sich nicht mehr. Rupfen wir das Zeug gerade noch schnell ein bisschen voneinander. Oh Mann, ey, ist wieder echt. Dass der Scheissdreck einfach nie durchkommt auf Anhieb. Es ist immer durchgefallen, das Zeug. Da. Also, es ist gerade Back-to-Back-Weekend. Activities. Im Chassis noch etwas biegen. Sind ein bisschen motivierter. So, Monocoque ist durchgekommen. I know we were expecting some new developments to come through. Ja, ja. Some of them have failed. Wie sieht es jetzt aus? Wir sind immer noch hinter Williams. Tell the team what to read Aber about unser by the Chassis end. ist jetzt immerhin ein bisschen besser und ich glaube, das Monocoque-Update, das hat uns schon recht viel geholfen. Und, wow, Engine Cover, ey. Holy shit, geht das einmal das Update. Ja, jetzt kommen dann die geilen Updates, die auch wirklich etwas bringen, wenn du die machst.
Bin ich gespannt. Also das nächste Rennen in Kanada ist eine Strecke, die mir ein bisschen besser liegt. Mal schauen, wie es mit dem Auto dann wird funktionieren dort drauf. Jetzt kommt aber dann wieder Pirelli Hot Lap, die ich aber dann nicht aufnehme. Aber ja, das soll es sein mit dieser Episode von F1 22 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Episode in Kanada. Und bis dahin sage ich, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!